Diese Botschaft wordt uitgeschickt van Lebenswasser en de Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico. Für mehr Informationen bitte vindt ons am internet bij lebenswasser.org. Goedemorgen ook van mijn zijde. Veel me eet hier van deze morgen in jullie met te zijn. En zoveel bekenden gezegd te zijn, dat mensen die luiden, hoeveel lieden in een chant, waar man ook wel een stukje in het kwartje was is. So, das ist halt sehr, wie meisten Jahr treten, dass ich früher sein war, oder ganz, ich würde nicht nehmen, dort wie nicht, dass ich so drauf wie, aber ich glaube, wie John Wall wird dann früher, und da, was ich den dort wird abholen für hier kommen. Ich sage, sure, das ist hier. So, und ich fand aus der Tag hier. Und ich freue mich, hier in Juni mehr zu sein. Juni zu begrüßen. Und mit Juni hier von der Gott anbeten, und Gott hat wiesen, dort wir in Glauben und am Herrn, so wie wir auch gesungen haben, ich glaube an die, ich glaube an die. So, ich möchte bloß noch sagen, dass Dankeschön für Ständig Bibelschule so in starten. En sommige van jullie vragen vielleicht nog maar wat over dat, ja. Wel, die haben uns, John und Lorna Luten waren das letzte Jahr, noch das vierte Jahr, da kommen Luten in Rechten. Dort ist eine große Unterstützung für uns, bei der Ständig Bibelschule. Was für viele Menschen ein wunderbarer Dienst ist, wenn die sagen, Gott, leuwe Menschen deinen, weil die deinen doch in der Bibelschule, das will ich ihnen sagen. Der andere Dienst ist, was die tun ist, jede Menschen macht, kommt nach der Bibelschule, studiert da, fängt da mal für ihr Leben, lernt Gott ein bisschen kennen, das wird kennen lernen, und auch die Gemeinschaft breiter merken und so weiter. Den war ich in der Stadt hier. Und dort die auch John Lorna, den Titel in der Stadt financially, wann sie da sind. Dort ist wirklich für uns da ein großer Segen. Wie vertrieben das sei bei der Bibelschule, dass die nicht immer wollen sein, sie dürfen nicht mehr kommen. Wenn dort ist dort wird, dann komme ich hier noch hinreden. Oder wenn andere Zimmer sein. So wie freuen uns auch, dass sie von der Herrn, ich nehme an, sie sind im Ausland, dann Gott wird er auch durchsehen. Gut, ich will von der über das Thema reden, Glauben. Ich gehe eine Satz, die Frucht von dem Heiligen Geist, wo neun Merkmale von dem Heiligen, die Frucht vom Heiligen Geist sind. Und ein von denen ist Glauben. Einzige Bibel, die brauchen das Wort treu sein. En ik noem dat beides dan. Treu zijn, dat wordt treu, ook geloven. En dat wordt geloven, dat zit mij dan zeer veel. Dat van jou nog. En ik mocht op dit 6 punten uitgeven. 6 merkmalen kan man dat zijn. En je het woord geloven. En dat weet ik, dat woord is voor jullie niet vragen, geloven. En ik neem aan die hand. Alle geloven. Ik wil ieder mens haven geloven. Wenn die nicht glauben, haben wie von der nicht hergekommen. Die sind, hier will sie glauben. Die haben glauben an die Kirche, die haben glauben an Gott, die haben glauben an die Lehrerschaft. Und wenn wir kicken in Hebräer Kapitel 11, vertrieben, wir sind mit das Kapitel bekannt, Hebräer Kapitel 11, wo wir dann die ganze Liste haben von unseren Glaubenshelden, würde wir sagen, Lied, was im Glauben gelebt haben, was uns ein Vorbild gewesen sind. Und wo wir können sehr nur abchecken. Wo für uns Lied gewesen sind, die wirklich in Deutschen gegründeten Glauben haben, die feiten Bein haben. So ich mag von der Feier 6 Merkmale rausholen. Und als ich an das Thema mal denken deut, und mir das frisch von mir war, mal evaluieren holen deut, und damit schaffen deut, da war mir das für mich sehr wichtig, Glauben. Worum lebe ich? Für was lebe ich? Wenn ich kein Glauben habe, dann ist das Leben sehr sinnlos. Und du hast nicht schon, was ich mir holen kann. Jemand sagt es dir zu mir, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Ich stelle mich vor der Hand, wie meine lokalen Menschen gesagt, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Und ich will nicht über diskutieren, ich muss die Masse glauben, dass Gott ist und so weiter. Das war nicht mein Punkt. Ich versucht, ab dem anderen war ich mit ihm zu reden. Und das ist nicht lange, diese Person, die fängt an zu rohren. Und der sagt, ich werde an, dass meine Frühhafen glauben. En wanneer het slag gaat, dan gaat hij beten en ik voor hem aan dat heeft hij geholpen. Die heeft geloven aan God. Die weet waar ze heen gaat. Maar ik kan niet geloven aan God. En wanneer ik schwere tijden heb, ik weet waar ik zal heen gaan. Ik zeg, ik geloof aan God. Ik geloof aan de kracht ergens. Ik geloof dat ik existeer en ergens wanneer zie ik daar in deze wereld een punt. En dan zegt hij, kan het zijn dat die lied wat aan God geloven en dan naar God gaan, die krijgen de hulp. En für mich ist es so, wenn ich an Meer op Meer sein, und das keine Insel nicht möglich bin, wo ich mit Herrn Hahn wohne, wo ich sicherer sein. So sinnlos ist ein Leben ohne Glauben.
Und ich war nicht so sehr bloß über den Glauben an Gott reden, da komme ich ganz ich habe den Punkt noch ein bisschen ab. Und über den ersten Tag jetzt wollen wir mal auf den Gedanken abkommen, dass Gott, je Leute, die Gott einen Glauben haben, ist uns Gott ein Gott des Glaubens, will Gott bloß haben, wie sie anleiten. Ich habe niemals so viel über nur gedacht, als ich mal über den Glauben nur studieren, dass der Glauben hat seinen Grund bei Gott. Wenn es nicht so gewesen wäre, dass Gott keinen Glauben hat, dann hat er kein Universum gebieten, wie keine Schöpfung geworden. Aber Gott hat einen Glauben an sich selbst, hat einen Glauben an sein Wort, was er sein wird, das wird passieren und das wird schaffen. Und er sagt, und Gott sprach, Gott seht. Und dann passiert es. Da wird Licht. Gott seht. Und dann wird die ganze Schöpfung durch Hand gemerkt. Und als er die Schöpfung erst gemerkt hat, er hat eine wunderbare Schöpfung gemerkt. Und dann kommt er wieder und sagt, nu lasst uns noch einen Mensch merken. Lasst uns Menschen machen. In 1. Mose Kapitel 2, da sagt er, dass er mir erst Adam. Und auch in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Da sagt er, dass Gott von der Schöpfung, was er gemerkt hat, nimmt er von dort Material, von der Erde, und steckt Erde in seine Hand. Und dann dascht er aus der Erde einen Körper, ein Menschenbody. Und ich habe ihn feststellen, das wir der erste Mensch, was er gemerkt hat. Scheinbar sind die Engel nicht durch eine Schöpfung geworden, den war. Die sind bloß gesagt, ich will so und so viele Legion Engel verditten, so und so viele Legion Engel verdorten. Dann wären sie damit, ist das Licht, und ist das alle wir, aus nichts, ja. Aber der Mensch wird gemerkt aus dem Material von dieser Welt. Und ich denke an Gott, wo kannst du so ein großer Glauben haben, dass du mal Erde nehmen, Blatt nehmen. Jetzt kickt dich durch ein Fenster mit, wo ein Schwalmchen so fröhlich Blatt nimmt und mir durch und scheint nass, aber da gibt noch kein Leben aus. Aber da werden wohl sie der Ecke sich brauchen, was das Leben kommen soll. Das Schwalmchen hat Glauben und das Blatt wird mir nützen, und das kann ein scheint nass gebieten, wo ich will der Eierlein in der Welt soll der Ecke dann ausgebraut werden. Ja, hat einen Glauben, das Schwalmchen an dem Blatt. Mir sagst du, das Blatt will nicht das Reiche, aber das Schwalmchen ist gleich, das weiß ich. So Gott hat den Glauben, wenn ich in das Blatt, in das etwas nehmen, du wirst einen Körper merken, und dann, in den Körper wird alles neigebaut sein. Rein, alles, jeder Zell, alle Millionen Zellen werden dabei sein. Und dann wird der Nebenpusten, und dann wird der Atmen. Stellt euch mal vor, wenn Gott keinen Glauben hat. Wir werden auch wieder danach kommen. Da wären eigentlich die elendsten Menschen, wenn er es auch noch gemerkt hat. Aber Gott hat einen Glauben. Und Gott hat einen Glauben an jeder Ding, was er gemerkt hat. Nicht mal bloß einen Glauben an die Schöpfung. Sein Glauben, der geht wieder. Und als er den Menschen nicht gemerkt hat, was noch mäßig zu glauben ist, als Gott den Menschen nicht gemerkt hat, dann anvertraut er dem diese Welt. Gott hat einen Glauben an Adam, also sogar Eva, dass die vielleicht den Glauben schenken, dass diese wunderbare Schöpfung, was ich gemerkt habe, der will ich dir hingeben. Ich habe den Glauben, du warst dort verstanden heran. Dann sage ich, ich will dir noch einen besonderen Garten geben. Ich habe noch einen extra schmacken Garten gemerkt, du willst die nennen sagen. Das sind ein paar Bäume von denen, die nicht eten. Weil ich habe den Glauben, dass du warst auf dieser Welt sind, um die Welt bühen und die bewahren. Wie weit in die Geschichte wird passieren? Gott hat einen Glauben an Adam. Und er wird dem vor allem nach der Aufgabe tun. Dann wird es noch kompletter. Und dann geht es so wieder. Aber wie weit in die Geschichte, dass die kommt der Sündenfall. Gott sein Glauben fällt dann noch nicht auf den Flur. Als Adam und Eva sich gegen Gott versündigt haben, und dass die schöne, wunderbare Gemeinschaft gestorben wir, Gott hat immer noch Glauben. Gott hat immer noch Vertrauen an den Menschen, was er gemerkt hat. Sein Glauben hielt nicht ein bisschen ab. Er holt ihn durch, dass es nicht noch schwieriger wird, und der Glauben bleibt durch. Und er sagt, ich war für ihn noch einen Weg bauen, der wird ein Lösungsweg sein, der Jesus Christus. Das weiß wie Gott sein Glauben hielt nicht ab. Der ging wieder. Er hat einen Glauben noch einmal an den verlorenen Mensch, den verstärkten Mensch, den holt er sich, den sagt er sich von hinten im Barsch, und mögt frisch Gemeinschaft. Der Mensch hat die Gemeinschaft aufgereden, und Gott kam und sagt, und er hat Glauben, wie wir nach einer Familie in Gemeinschaft antreten, und wie wir nach einer schöne enge Gemeinschaft haben. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott, der so einen Glauben hat, einen wunderbaren Glauben,
Auf Gott bei sich selbst und sein Glauben ist immer aktiv, der ist immer noch an der Arbeit. Und auch even wenn wir Menschen sehr, sehr fallen tun, der Glauben ist immer noch durch. Der Glauben ist immer noch durch bei Gott. Und habe Glauben noch von dir an die und habe Glauben an mich. Weet je, Gott hat noch einen besonderen Glauben. Und dort wir ein besonderer Glauben an uns Menschen, weil wir sind sein Geschöpf. Er hat auf uns gemerkt. Ich frage, die sind auch schon, sagen wir, Bibelschule ja das Werk, das zweite Werk dann, wo wir werden eine ganze schöne Gruppe Schüler durch von allen verschiedenen Städten, some von ihnen hier sind auch gewesen. Und ich frage, wer sie wie? Und die hatten keine Antwort, weil sie ein Christ, sie ein Kind Gottes. Und wir kamen zu dem Punkt, ich sehe ein Geschöpf Gottes. Gott hat einen Glauben an mich, du werde ich geboren. Weil du lebst, ist kein Zufall. Gott sagt, die Eier, die geboren wirst. Gott hat einen Glauben an die Eier, die geboren wirst. Dann sage ich dir, dann hat er dir die Gaben gegeben. Der hat dir die Möglichkeit gegeben. Er weiß, wo in der Wunde steht, die auf dieser Welt wirst sein, und wo du am Feinden wirst, und wo du am Deinen wirst. Das sagt Gott Allah. Gott hat in jeder einen Menschen Glauben. Hat mir viel gekostet zu lernen. Als ich ab war, dann dachte ich, dass ich wie ein Zufall, ich wie niemals von Gott geplant, ich hatte keine Gaben, meine Geschwister werden viel kleiner als ich, das ging auch noch von der, aber von der nachher ich doch glauben, dass ich auch noch was, kommt noch ein bisschen mehr drauf. Aber Gott wisst die geboren wissen, er hat von die einen Glauben dann gehabt und er hat einen Glauben auch noch von der und die. Die hat noch nicht geändert. So Gott hat einen wunderbaren Glauben an uns als Geschöpf. Und wenn wir kijken, wo Gott in die ganze Menschheit den Glauben in die Chancen hat, wie weit dass die Menschheit sei beiß war, das war euer, das war etwas schwieriger, dann funke ein Mensch auf dieser Welt, das wir Noah und seine Familie, die wir noch einmal durch mit dem Glauben an Gott, die werden gottesfertig, die hielten sich zu arm und Gott besorgt an. Und Gott schenkt ein besonderer Glauben durch Noah in seine Familie. Aber wir wollten, dass die nicht lang, als die Arche dann geschapeliert mal waren wir, und dann in Weingarten geplant hat, dann heeft het Wiendruven en ook Wien. En wat passiert? Noah besaubt sich aus dem Schwein. Das ist die Leute. Noah besaubt sich aus dem Schwein. Gott hat immer noch Glauben an den, und die Deutschländer sagt an den Schweinhund, ja. Weil Gott jaft mit dem Schweinhund nicht ab. Er geht wieder. Und er sehnt an. Und er sehnt auch seine Menschen, die von ihm kommen dann. Wunderbar. Also, dass Gott ein Gott des Glaubens ist. Wenn wir nur Abraham checken, Gott hat einen wunderbaren Glauben mit Abraham, von frisch mit Abraham an. Und die Geschichte hat von der auch noch einmal wieder. Und weißt du, wem Gott noch besonderen Glauben hat? Dass wir in seinen einzigen Sohn Jesus Christus. Gott hat einen besonderen Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Dem war ich nicht diese Erdschlag. Und das Jesus, ab den hat das Vertrauen gesagt. Das Wort, der Menschheit drei nicht bringen. Der wird das möglich merken, dass die Menschheit, die von Satan gestohlen ist, drei Worte nach Gott gebracht worden, mit Gott versöhnt worden, und dass die eines Deus war mit Amtop und aller Herrlichkeit sein, nicht nur sein, aber auch sogar herrschen. Das für die Bibel sagt, dass die und ich, die sollen einen Tag Gott halten regieren. Wo dort was sein, weiß ich nicht. Aber das, was die Bibel sagt. Wir haben Glauben an die und an mich, dass wir einen Tag wollen bei ihm sein und wir wollen halten regieren. Gott sei Dank, dass er einen Glauben an Jesus Christus hat und dass er den wirklich will loszulassen, auf diese Welt zu kommen. So genug von dem Glauben von Gott, wir werden den Glauben von Jesus Christus gehen. Und dann, das ist der zweite Punkt. Weil Jesus Christus selbst in Philipper Kapitel 2, Vers 7 sagt, dass Jesus Christus sich selbst in die Gottheit rührt. Wir wissen, dass Gott besteht aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist ein das ist ein Gott. Aber Jesus Christus, der sich rührt in diese Gottheit, in scheinbar und wird physically ein Mensch. Einfach körperlich ein Mensch. So ist ein Mensch, wie er mit seinen Gefallen, mit seinen Entscheidungsvermögen und so weiter. So, heute kam auf diese Welt, Jesus Christus selbst. Und ich stelle mich vor, als Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist im Himmel werden. Und als sie top waren, diese Meeting gehabt haben, nu ist die Zeit erfüllt. Nu ist die Zeit durch, dass ich als Sohn Gottes muss nu auf diesen Erdball kommen und für die verdorvene, verlorene Menschheit sterben. Aber wir wollen kommen, urgent zu sterben.
die Menschen zu versöhnen mit Gott. Und irgendwann war ich mehr nur Gott. So Jesus Christus, als hij op deze wereld kwam, dan had hij een geloven aan die. Hij had een geloven aan mij. En hij had een geloven dat wanneer ik op deze wereld komen, dan worden de mensen zijn, die worden een geloven aan mij schenken. En wanneer die worden een geloven aan mij schenken, dan zijn ze geraad. Stelt je mal vor, wenn Jesus Christus im Himmel wie was und er sagt, no, ich habe kein Glauben an die verdorbene Menschheit. Gott, du weißt sagen, Gott selbst wird mit Adam und Eva gehen. Du weißt, wird mit dem wunderbaren Mann Noah gehen. Du weißt, wird mit Abraham gehen. Du weißt, wird mit dem großen König David gehen, was dem sie die ganze Geschichte wir. Und du weißt, die ganze Geschichte allein, wo die Menschheit immer gescheitert hat. Und Jesus Christus hat zu Gott gesagt, weißt du was, ich rache mich. Ich habe kein Glauben, dass mit den Menschen jemals eins vertellen. Dann hast du das Volk Israel so und so fern gelehrt. Dann glaubten sie an die, wo meistens da werden sie wieder die Götter hängen an. Aber no, Jesus Christus hat ein Leben ja glauben an sich. Und er sagt, ich will auf diese Welt kommen. Ich kann wahr glauben, dass mein Sterben wird, dass mein Leben Sterben auf dieser Welt wird, der Menschheit mit Gott versöhnen, dass er ein Wahrheit Tränen wird zu kommen. Und nicht nur bloß dort, dass die eines Tages bei Gott im Führer sind. Stellt ihn vor den wunderbaren Glauben, den Jesus Christus besiegt, lebendig hat. Wart Jesus in Glauben getestet? Ja, der war getestet. Das haben im Garten Gethsemane wir. Dann sagt der Führer, wenn es möglich ist, dann nimmt es wahr. Sein Glauben wird jerasslich geschärft, sehr angepackt. So, und uns Glauben noch mal getestet wird, wenn wir Jesus kicken, er wird auch getestet und er fuhr aber trotzdem durch. Hebräer Kapitel 2, Vers 2 sagt, dass Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender von dem Glauben. So, Jesus hat auch einen Glauben an uns Menschheit besonders. Und wir haben mehrere Persönlichkeiten, die uns bewiesen haben. Zum Beispiel, als Jesus auf dieser Welt ist, und soll er anfangen, aber er will anfangen mit seinem Ministerium. Da fehlen Menschen, weil Gott schafft durch Menschen, er schafft nicht durch Engel, auf dieser Welt das Evangelium zu verkünden. Er schafft durch Menschen. Und er ging und raubt sich die Menschen um Galiläischen Meer und um Salem, wo immer er die traf. Und dann raubt er dich, hey komm, stellt ihn vor, diese 12 Menschen, die Jesus rauben, die haben Glauben an dich. Maar auch in Judas hat einen Glauben. Er hat ihm eine Gelegenheit. Und wenn wir kijken dann, wo Jesus Christus einen wunderbaren Glauben an seine Jünger hat, so eine schwach aus, dass das mal werden, wo er schenkt den Glauben, er versucht die stärkere Menschen zu merken, bessere Menschen zu merken und so weiter. So, wie sein, dass er hat dann seinen Zachäus, er ging nach Jericho, und als er hier in den Baum ist, dann nannte er den Rauf und sagte, Zachäus, ich kann die heute Zachäus. Ich kann glauben an die. Weißt du was? Mit die Top in den Haus von der sind, nicht groß. Schön, Rauf. Ich kann die Top von der Gemeinschaft haben. Ich glaube an die Zachäus. Die Volks, die vielleicht aufgeschrieben von allen Menschen, das ist nicht ein Mensch, was die gleichen. Keiner hat von denen glauben. Die haben alle, die Meinung, die bestreibt sind allemal. Gott, Jesus Christus sagt, no, weißt du was? Ich kann glauben an die Zachäus. Die waren Stolzaten, die waren vertalen, in die Leben wird ganz verändert worden. Jesus hat von Glauben an die, Christus und Zachäus dann. Wenn wir kicken, Jesus Christus hat einen Glauben an viele Menschen. Und er hat einen ganz besonderen Glauben an den Freund, was besiegt am, die kriegt sich wir. Und als die haben sie, weißt du was schon mir denken, wenn du in die Paradies bist? Ja, sagt Jesus. Ich will an die denken. Ich glaube an die. Ich glaube an das Wort, was du hast. Du hast eine Frau. Wenn ich und du Glauben an Jesus schenken, dann passieren große Wunder. Das ist wie Zachäus, wie den Schacher. Er kijkt Jesus, er dreht sich nach, aber was schon mir denken? Er schenkt den Glauben. Jesus sagt, weißt du was? Yes. Ich habe Glauben an die. Ich die top worden von der noch trafen im Paradies. Und da war es schein sein. Jesus hat Glauben an die. So ist dann an diesen Schacher. Wir weiten, Jesus hat auch einen besonderen Glauben an seinen wunderbaren Petrus, der immer war Kartschein. Und Jesus hat ihm gesagt, weißt du was, du warst leben, eure Hunde, die gerettet haben. 3 Mal warst du gelegen haben. Als er ihm dann raubt, dann mehr. Du ging ja wahr daheim. Krieg ich heute drin im Himmel vor. Wie jij en dan weißt du was, Petrus? Ich kann die noch haben. Ich kann haben glauben an die. Ich weiß, du hast Schülerhof gelegen. Und du lügst dich bloß, du pflegst, du schwierst. Dann wirst du nach 3 Tagen gehen fashion, von da wird die dann holen. Aber ich kann haben glauben an die. Steh ab. Mit der Frau hast du mich laufen. Und Petrus sagt, ja, ich habe die laufen. Dann geh scharf, sagt er. Ich kann glauben an die. Du warst. So, wenn wir wieder kicken, dann ist ein ganzer Strip, wo Jesus Christus Glauben bewiesen hat. Und er glaubt auch Glauben an mir und an die. Wir haben Glauben an Jesus, hat Glauben an mir und die und an jeder Mensch. Der dritte Punkt,
Das ist der nächste Punkt, vielleicht könnt ihr mal noch einen von den schwansten Punkten aus. Wenn wir Hebräer kicken, dann, Hebräer Kapitel 11, und ich möchte den 6. Vers lesen, da sagt es, ist das. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer nur Gott kommen will, der muss glauben, dass da ist. Und dat die weer geloven, die wordt hij een loon geven. Wat je ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und hier gibt es alle persönlich. Ich und du, wir müssen lernen, an uns selbst zu glauben haben. Mir hat das viele Jahre gedauert, den Glauben an mich selbst zu kriegen. Und wir in unserer mennonitischen Kultur, wir sind sehr gut, unsere Kinder abtragen und unsere Kinder die Gesinnung geben, mit mir meint es nicht, mit mir ist es nicht, mit mir wird es doch keiner was geben. Gott ist geklagt. Aber das ist in viele Heimen gewohnt, in viele Kolonien, weit und breit über der Welt, jetzt, wo wir Mennoniten sind. Und nicht bloß, wo wir Mennoniten sind, und dann mag das in anderen Kulturen das auch passieren, aber besonders uns, wir als Mennoniten, erst von der vielleicht nicht so drauf, als mal wir. Aber wo uns gesagt wird, sie still, die weiß sie überhaupt nicht. Oder die soll besser kennen, ja. Immer dessen war ich. Und da kann ich sagen, dass er zu mir so sehr geworden ist, aber danach war ich ab mit einer Idee, dass ich an mich nicht glauben. Ich habe Glauben an andere, die können, andere verstehen, ich kann nicht. Und weißt du, wenn ich nicht einen Glauben an uns habe, schafft das nicht. Wie kann ich wiederkommen? Das schafft nicht. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn du und ich Gott gefallen wollen, dann müssen wir Glauben haben. Und wir glauben nicht bloß an Gott, wir müssen Glauben haben an uns, als Geschöpf Gottes. Dass Gott hat uns Gaben gegeben, Gott hat uns Möglichkeiten gegeben. Und Gott hat uns einen Verstand gegeben, was wir überlegen können. Und Gott hat uns einfach eine Tür gegeben, was wir brauchen zum Wiederleben. Glauben an mich selbst, auch eben wenn ich fehlen da. Glauben, dass ich ein ewiges Geschöpf bin. Und Gott hat mit mir einen Plan und Gott hat ein Ziel. Kannst du das glauben, dass Gott die läuft? Kannst du das glauben, dass Gott die hat Gaben gegeben? Kannst du das glauben, dass Gott die kriegt brücken will, um für arm leben, für arm deinen, für arm auf dieser Welt einen Unterschied machen? Was die lesen, erschrieben, kannst du nicht kriegen, don't. Gott will die brücken. Gott hat einen Glauben an die. Wir wissen ein bisschen in dieser Welt ab und immer da. Gott ist geklagt. Dort, wenn du nicht viel weißt, dann teilst du wenig. Und das ist besonders in der mehr zivilisierten Welt, fing wir das immer da. Dort ist sehr schwierig, erst dann einen Glauben an uns selbst zu kriegen, wenn ich nicht so und so viel Gelehrten, so und so viel Weiten da. No. Gott hat einen Glauben an die und Gott fragt, dass die auch wahrscheinlich die selbst auch einen Glauben haben. Viertens erst, ich muss auch einen Glauben haben an meinen Ehepartner. Von der aus ist es sehr schwierig mit vielen Ehen. Und ein von den Dingen ist, vielleicht habe ich selbst nicht Glauben an mich. Ich kann auch glauben, ich kann glauben an Gott. Wie viele christliche Ehen gehen von der kaputt? Und die würden ganz naiv behaupten, ich kann glauben an Gott. Da würden sie nicht sehr anzweifeln. Aber wir würden fragen, hast du Glauben an dich selbst? Läufst du dich selbst? Und wenn ich jemand befrieden will, eine Frau, wo ich gewöhnlich Frauen, wo ich glaube, die glaubt mir nicht sehr leicht durch, dann frage ich den Brief und den Brüder, wo sehr läufst du deinen Partner? Na, dann so sei dass ich mir mit dem befrieden. Dat is mij nog wat genoeg. Ik zie tot de conclusie gekomen, ik mag ook zeggen dat ik toestaan, dat wanneer ik mezelf niet leef, kan ik mijn Ehepartner ook niet leven. Ik geloof dat het schofste staat. Wanneer ik mij niet leven kan en niet een geloven aan mezelf heb, wo wil ik dan een gescheiden Ehemann zijn? Wo wil ik een gescheiden Ehefrau zijn, wanneer ik mij immer zelfs doldreik en immer zelfs doelbrengen wil? Hoor je wat het zegt? Ohne geloven is het onmogelijk. Ganz allmählich Gott zu gefallen. Das schafft nicht. Und kriegen dann in eine Area wie kriegen dann. Das ist nicht möglich, Gott zu gefallen, wenn wir nicht einen Glauben haben. Einen Glauben an meinen Ehepartner. Ich befreie mich doch darauf, dass ich einen Glauben habe an den. Ich befreie mich nicht bloß, weil ich habe, so soll Läufe verdienen. No, ich kann glauben an diesen Mensch. Ich kann glauben, dass mit diesem Mensch, wo ich taub, eine Ehe bin. Mit Problemen, ohne Problemen, mit was immer kommen wird. Und glauben, dass mein Ehepartner ein Geschöpf Gottes ist, und den will ich respektieren. Und den will ich so behandeln, als ich den Löwen Jesus würde behandeln. Ich würde es für uns nicht möglich, aber wir sollen immer eine Mente haben, immer an uns Gedanken haben. So, nächstens, wenn wir kicken dann eine Ehe, habe ich einen Glauben in meine Ehe. Weil wenn ich nicht einen Glauben an mein Marriage, an meine Ehe habe, dann habe ich sehr ab so ein Gebiet. Und zu irgendeiner Zeit, was die war spielen.
Ich muss ein Glauben an meine Ehe haben. Und dort von der so viel ist, zwei und ein von der Ehe sagt, gläubig erst, wir haben gleich einen Glauben an unsere Marriage. Das fällt sich nicht mehr erscheinen. Jemand fragt mich diese Idee, wie viel Jahre geht das, was ein Liebesstage, das ist ein Live-Stage ever ist? Sind das 2 Jahre? Oh, ich sage, einmal legt das lang nicht so lang. Einmal redet vielleicht was durch. So, das ist nicht basiert bloß an der Leib, was wir haben. Aber das ist basiert auch an den Glauben, den wir uns einander schenken. In den Glauben stark, wie den näher wie, in den kommen wir wieder. 5. wir haben auch den Punkt von den Glauben. Ein Glauben an unsere Kinder. Gott fordert, dass wir sollen ein Glauben an unsere Kinder haben. Wir sind Gott nicht wohlgefällig, wenn ich nicht einen Glauben an mein Kind habe. Und ich glaube, hier würden wir Eltern vielleicht alle sein, dass sie wie Karte kommen, besonders wenn die Strater sind. Ein Glauben an meine Kinder haben. Das ist sehr interessant, wenn das Kind abwachsen wird, dann fällt uns doch gleich schwer, einen Glauben zu haben. Wenn das Kind noch nicht geboren ist, wir haben einen Glauben, dass was zur Welt kommt, und wir wollen das in Hängen haben, und wir wollen das abheben. Ein paar von unseren Kindern sind ja am Weg in Kanada, die wollen in Kanada ihr Baby haben, und wir freuen uns nicht, wenn die wollen zurückkommen, dass wir das wollen holen. Ja? Wir haben den Glauben an das Kleine. Wir schenken den Glauben. Gott ist geklagt für jede Mutter, für jede Ehe, die nicht einen Glauben hat, euer Kind geboren ist. Dann lasst mich Ihnen einiges sagen. Ohne Glauben ist es allmählich Gott gefallen. Und wenn du schwanger bist, please, 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 hab einen Glauben an das kleine Kind, was euch gesagt ist. Leif dort, sieh das gut. Wenn nicht, dann ist nicht Gott zum Gefallen. Das was Luther eine böse Auswirkung haben. Das schafft nicht anders. Das arbeitet es dort. Wir müssen einen Glauben haben an das Geschöpf. Und das ist leichter, den Glauben zu haben, wenn er ganz klein ist. Aber wenn das Kind ist größer wird, und das will sich wieder rütteln in seine Möglichkeit, mit seinen Gaben und so weiter, dann ist es sehr leicht zu brechen und zu sagen, weißt du was, no, das kostet nicht so. Das ist zu groß, das ist zu schwer. Und ich habe gefragt, hast du nicht gelehrt, oder was immer, ja. Das ist sehr leicht. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Und Glauben haben an unsere Kinder, dass die wollen zum Herrn kommen. Glauben haben an unsere Kinder, dass ihre Gaben sich wollen entwickeln. Glauben haben, dass unsere Kinder wollen im Herrn dienen. Und die Gaben, was Gott etwas gegeben hat. Nächstens, wir müssen noch Glauben haben an Jesus Christus. Und mit diesem Punkt möchte ich hier schließen. Uns persönlicher Glauben zu Jesus Christus. Weil ihr dort halb noch sehr wenig, ich glaube, dass Gott auf Himmel in ihr gemerkt. Dort halb noch sehr wenig, wenn ich einen Glauben an mich selbst habe, an mein Marriage habe, das sei ja gut. Und das halb auch sehr wenig, wenn ich auch einen Glauben noch an meine Kinder habe. Aber wenn ich keinen Glauben an Jesus Christus persönlich gewonnen habe, dann sieht nach einmal auf dem Halbweg. Wenn man diesen Gedanken möchte ich schließen, Hebräer Kapitel 11, Vers 6 sagt, dass das ganz, ganz, ganz allmählich Gott zu gefallen, wenn ich nicht einen Glauben habe. Und meine Frau hier von der ist an die, an mich, habe ich diesen lebenden Glauben an Jesus Christus selbst gefangen, habe meinen Glauben warteln geschlagen in Jesus Christus. Weil ihr das sehr fein zum Gottesdienst kommen, in diese schöne Gemeinschaft haben. Aber wenn ich persönlich noch nicht eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt und dort mein Glauben in einem gewartet ist, durch die Liebe an Jesus Christus, weil ihr dann erst einmal noch allmählich Gott gefallen. Mein Wunsch und mein Plan wird sein, dass du Jesus Christus deinen tiefsten Glauben gegeben hast. Ja, Jesus, ich glaube, dass du Gott sein Sehen bist. Ich glaube, dass du freiwillig vom Himmel raufkommst auf diese Welt für mich zu sterben, mich mit Gott versöhnen. Und ich glaube, dass du hast einen Glauben an mich, dass ich dich finden würde. Und hier sehe ich, Jesus, von dir aus schenke ich dir meinen persönlichen Glauben, dass du, Jesus Christus, Gott sein Sehen bist, dass du auf dieser Welt gewesen bist und hast das Heil verbracht für mich und für alle Menschen. Und dort nehme ich den Glauben an. Ich schenke mir volles Vertrauen auf die, Jesus Christus, wer immer du in Gott bist und wer du für mich bist. Sollte hier jemand sein, der das nicht hat, da würde ich fragen, dass du das von dir dazu stellen, dass du Gott gefallen hast. Ich glaube, wir alle wollen Gott gefallen. Weil wir tun auf dieser Welt als Menschen einer zu den anderen schier alles, um den zu gefallen. Was hast du von dir getan, um dem Nächsten zu gefallen? Hast du etwas viel getan von dir? Was du wie zu Gott gefallen? Ich befreie, dass wir abstehen zum Gebet. Und während
Ich bete möchte ich fragen, dass du Gott machst, den Hort aufmerken für Jesus Christus, dem Glauben zu schenken. Uns großer Gott vor am Himmel, von dir, in diesem Morgenstund sei wir dir Dank für den Glauben, den du über dich hast. Du hast den Glauben durch den Raufkommen auf uns Menschen. Du hast den Glauben, dass du die Schöpfer uns merken willst. Dankeschön dafür. Dankeschön, als wir empfangen worden im Mutterleib, dann hast du den Glauben an uns. Und du weißt, wo wir Menschen in Sinn gefallen sind. Und dass du den Glauben in Jesus Christus hast, dass er auf diese Welt kommen. Und dass er uns versöhnen wird mit dir. Und dass wir würden die Glauben schenken. Und vorher soll hier von dir jemand sein, der hat noch nicht diesen wahren biblischen Glauben könnt in Jesus Christus schließen. Dann wäre ich, dass du mit den Heiligen Geist anklappen, in diese Freiheit geben, diesen Raub geben, dass jeder einer von uns doch macht, diesen lebenden, biblischen, evangelischen Glauben in die Nähe geschlagen haben. Ich sehe in dieser Gemeinde hier, ich sehe in der Lehrerschaft, macht den Frieden, den Schutz, denn den hält es angesagt, wieder über diese Gemeinde sein, so als sie die wieder laufen und so als sie die in Menschen deinen wollen. Im Namen Jesus Christus. Amen. Gott segne euch. Dankeschön für diese Botschaft durchhören. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet wie lebenswasser.org.